Hello YouTube. In 20 Stunden und 59 Minuten und 46 Sekunden können wir endlich zocken. Aion 2. Es denken sich vielleicht ein paar, es kommt doch erst am 19. raus. Aber die ganz Klugen von euch checken natürlich wegen Zeitverschiebung. Wenn bei denen halt schon der 19. November ist, ist bei uns immer noch der 18. um 16 Uhr. Also um 16 Uhr können wir schon zocken. Wie ihr zocken könnt ohne VPN, wie ihr einen Account anlegen könnt etc. habe ich in meinem letzten Video gezeigt. Innerhalb 3 Minuten habt ihr das durch. Unten auch der Link vom letzten Video, wenn ihr das nochmal reinziehen wollt. Aber jetzt in dem heutigen Video gehen wir kurz durch, was man so wissen sollte, wenn man einen guten Start haben möchte. Nummer 1 wäre, welchen Server nehme ich? Also, wichtig ist, es gibt 2 Völker. Die Helios, so eher ein bisschen die Lieben, und die Asmodeans, eher die bisschen Bösen. Die sind auf verschiedenen Servern. Man begegnet sich nur, wenn man PvP macht gegeneinander. Das bedeutet, für Helios wäre der Server Bakarma da, wo die meisten wahrscheinlich Europäer drauf zocken, und für die anderen wäre Chromede da. Die Server sind jetzt schon komplett voll. Ich denke, vielleicht kommen noch ein paar neue Server dazu, dass man da noch reinschauen kann, aber ich mache es einfach so, ich gucke, wo sich die großen Streamer hinpflanzen, weil da kommen dann die meisten Deutschsprachigen dann auch hin. Also mal gucken, wo Metashi sich hinpflanzt. Und dann pflanze ich mich auch dorthin. Wie ein kleines Schaf folge ich einfach der Herde. Gut, was muss man sonst noch wissen, bevor man richtig rein startet? Wie man eben einen Account created aus Europa, habe ich euch schon gezeigt. Aber was auch noch wichtig ist, ja, Monetarisierung, wie sich das, ja, ist halt ein Pay-to-Win-Game jetzt noch. Mal schauen, wenn es 2026 bei uns in Europa rauskommt, da ändern die das wahrscheinlich, wie bei Throne und Liberty, haben die auch alles rausgenommen. Was halt Pay-to-Win ist, dass wir das halt spielen hier in Europa, weil in Europa ist es nicht so beliebt wie in Korea oder Taiwan. Weil die lieben Leute dort gehen schön 12 Stunden buckeln, arbeiten und gehen dann nach Hause, nehmen ihr Laptop, PC und cashen da ihr ganzes Geld, was sie am Tag verdient haben, rein. Aber wir Europäer machen das nicht. Aber, wichtig, Gilden gibt es bis 40 Mitglieder, also eigentlich nicht so große Gilden wie in anderen Spielen. Dann 4 Player-Partys, also eben 4 Gruppen dann für Dungeon etc. und Raids für 8. Was heißt das, wenn man zum Beispiel als alleine spielt und es gerade keine anderen 3 Freunde hat, so wie ich? Man sollte dann schon überlegen, okay, was für ein Char spiele ich, damit ich in die Gruppe reinkomme. Weil wie in jedem Game, MMO, ADs, also die Schaden austeilen, gibt es wie Sand am Meer. Wo hakt es immer am meisten? Meistens beim Heiler. Weil Heilen zum Leveln ist meistens scheiße. Weil der macht keinen Damage. Zweite Klasse, wo meistens gesucht wird, ist dann der Tank. Und dritte ist dann vielleicht irgendwas so dazwischen. Also wenn ihr halt ein AD spielt, kann es sein, dass ihr nicht so einfach in eine Gruppe reinkommt, weil das wird wahrscheinlich weniger gesucht. Genau. Zu den Klassen. Wir haben einen Ranger, hier auch speziell. Man kann jeden Angriff schießen, durchführen, auch wenn man sich bewegt. Also der ist richtig mobil. Also sicher eine richtig tolle Klasse, wenn man Fernkampf machen möchte. Kann Stunts, kann Bluten drauflegen, alles mögliche. Critical Attacken kann er natürlich auch machen. Wir gucken hier mal einmal ganz kurz rein. So, das ist den Anfang. Skippen wir natürlich hier ein paar Skins. Und ist auch wirklich mobil, kann dashen, kann sich auch teleportieren. Sieht schon richtig nice aus.
Also für Leute, die Range spielen wollen, auch mobil sein wollen, das ist die Klasse. Assassine ist bei mir so in der Top-Auswahl, weil macht brutal viel Damage, aber eben, ich spiele alleine, ich habe noch keine Freunde. Falls ihr noch jemand braucht zum Zocken, in die Kommentare rein, ich wäre dabei. Macht wirklich viel Damage, im PvP eine richtig starke Klasse. Man muss einfach beachten, wenn man PvP spielt, man muss in einer Rotation den Feind auslöschen, sonst wird es schwer, weil dann zweite Rotation, ja, kommt dann der Gegenspieler in Zug. Was cool ist, er hat Stealth Mode, und was das Tolle ist am Stealth Mode ist, wenn man in einer Gruppe ist, die ganze Gruppe ist dann im Stealth Mode. Aber sieht halt auch hier Stealth Mode, also kann richtig gut rein yeeten, wie man hier sieht. Also macht sicher sehr viel Schaden, als wenn man alleine spielt und gerne viel Schaden austeilen möchte, ist der Assassine-Schurke sicher eine gute Klasse. Dann haben wir noch den Templar, den Tank, wo bei mir auch ganz weit oben ist, was ich wahrscheinlich spiele. Also es wird wahrscheinlich zwischen den zwei Klassen sein. Das Bruder Klein, danke. Macht auch richtig viel Spaß, hat auch richtig geile Moves dabei. Und ist halt ein typischer Tank. Man kann Aggro draufziehen, man kann Gegner zu sich hin pullen. Und ist halt ja, den typischen Tank. Und ich denke, da findet man sicher immer ein Plätzchen. Und dann Gladiator ist so ein Hybride zwischen Damage-Dealer und Tank. Kann man als beides spielen. Was sicher auch richtig nice ist. Und halt mit dem großen Zweihandschwert sieht das schon mächtig aus. Da kann man schon gut reinballern. Dann haben wir noch den Enchanter. Ja, ganz ehrlich, ich habe noch nie gespielt. Sieht cool aus, aber ist nicht so meine Klasse. Kann halt Buffs und auch Healen machen. Ist halt auch so ein bisschen Healen, Buffs geben und Damage. Dann haben wir noch Clerico, ist dann completely Heal-Klasse. Da macht sie auch weniger Schaden, aber kann halt alles schön heilen. Also ich denke, mit der Klasse hat man sehr oft einen Platz in Dungeons oder Raids drin, weil das wird halt nicht so häufig gespielt und macht halt ein bisschen weniger Damage halt. Dann haben wir noch Sorcerer oder Mage. Die Klasse wird, glaube ich, eine der schwächsten Klassen sein, so wie ich es bis jetzt so gesehen habe. Weil sie machen nicht gerade so viel Damage. Kann Debuffs machen, kann auch Control Enemies, also kann Gegner kontrollieren, aber macht jetzt nicht so viel Damage. Also macht halt High AOE Damage. Aber hat mich bis jetzt noch nicht so überzeugt. Auch im Livestream war das eher so, na. Und sobald ein Mob nahe war, ja, hat sie recht schnell viel Schaden bekommen. Halt Wasser und Feuer und Eis quasi, sieht schon richtig geil aus. Man kann natürlich auch richtig rumdashen. Aber ich denke jetzt, Mages sind hier bis jetzt nicht eine der stärksten Klassen. Dann Spirit Master ist eigentlich Avatar, kann man eigentlich sagen. Macht Feuer, Wasser, Erde und Luft. Ist eigentlich Ahn aus Avatar. Sieht auch richtig geil aus und wird hier beschrieben als beste Solo-Play-Klasse. Weiß es nicht, sieht richtig geil aus. Der ist eigentlich so auf Top 3 bei mir. Weil wer will nicht Avatar spielen? Und man kann den auch wie Ahn aussehen lassen. Glatze machen und dann eine Tätowierung drüber machen und dann sieht er aus wie Ahn. Yes.
Das waren die Klassen, ganz kurz und knackig durchgequasselt. Wenn ihr Fragen habt, einfach runter in die Kommentare. Gerne auch noch liken und followen natürlich. Dann eben, ihr könnt das Game jetzt schon runterladen. Vielleicht könnt ihr doch einen Char machen. Wenn ihr einen Char machen könnt, am besten dann hier auf einen den Servern, weil da die meisten englischen, deutschsprachigen Leuten. Ich versuche noch auf Bakarma zu kommen, wenn ich es noch schaffe. Und ansonsten guckt mal, welcher Streamer wo auftaucht. Und dann ja, sehen wir ab morgen 16 Uhr, wie es abgeht. Und ja, man kann so Riesentitel machen. Also man kann solche Dinge machen. Also das ist übelst. Gut, ich danke euch zum Gucken. Und wir sehen uns morgen 16 Uhr live in Ion 2. Tschüss.